ein Rechenexempel aus dem Buch Schnoke und Spuze vom Max Barak. Im kleinen Pelzer Städtchen, wo die Buben und die Mädchen in Schul miteinander gehen, is Examen vorm Pfarrer und die Kinder hocken schä wie die Festküh und Festpfarrer aufgeputzt auf ihre Bänk, kriegen fast vor Angst die Kränk und sind dumm als wie die Steck. Nur ein Mädelchen, die netzt und von alle die adretzt, hat kei Angst und gibt jo keck Antwort auf jede Frage, gleich viel, ob se gut sein mag oder schlecht, das is re eins. Man wird's ja schon sagen, wenn's dumm is, was ich sag. So hat halt gedenkt die Knitzklee grott. Jetzt und kommt jos Rechnen dran und die Klee fangt wieder an und soll 3 und 8 addieren. Doch sie tut's nicht recht kapieren und secht alsfort 3 und 8, das macht 10. Der Pfarrer lacht und secht endlich zure, so, wann ich sag, du sollst vertlaufen und mir schöne Äppel kaufen für 8 Penning und für 3 Penning Weißbrot noch dabei. Wie viel Geld brauchst du dann da? Ei, 10 Penning, secht die Klee. Ja, wie soll dann das zugehen? Niemand gibt das da davor. Oh mei, freilich, ich sag nur, dass es für de Pfarrer wär. Dann gibt's gleich die Obstfrau her. Da muss halt de Pfarrer lachen, dass nit mehr weiß, was mache. Du, secht er, weißt er zu helfen. Aber 8 und 3 macht 11.